Vater. Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Und mit dem begrüße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Ja, beim letzten Mal haben wir ein Bowls-Turnier gewonnen und jetzt sind wir nach Hause gekommen und sprechen mal mit ihr. Beziehungsweise wir untersuchen sie mal. Auf Verwundungen. Halskette, Okkultus Gegenstand, exzentrischer Schmuck. Okkulter Gegenstand oder exzentrischer Schmuck. Das ist richtig, das weiß ich. Liebeskette, Besucher an Gefangenen. Okay. Oh, was haben wir denn da? Schnitte, Selbstverwundung, Unfälle. Selbstmordversuch. Und irgendwas haben wir noch. Übersehen. Irgendwas haben wir übersehen. Hier oben irgendwo. Betonung auf irgendwo. Verdammt. Das haben wir schon. Ah, das sieht ungewöhnlich aus. Was nicht sein sollte. Was sieht ungewöhnlich aus? Ah, da. Kein Ring, nicht verheiratet. Okay, das wäre jetzt wirklich wahnsinnig wichtig, aber anscheinend schon. Alice ist Sherlock Holmes' neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch hin. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie im Okkulten interessiert. Ja. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Kein gutes Instrument. Kates Ausbildung. Also ablehnen müssen wir auf jeden Fall. Kein gutes Instrument. Doch, eigentlich schon, aber ich traue ihr noch nicht ganz. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Am nächsten Morgen. Oh. Oh. So, schauen wir mal aus dem Fenster. Ah, die Vögel zwitschern und die Sonne scheint. Irgendwie immer das gleiche Bild. Ah, die zwei sind auch noch immer noch da. Da läuft ein Passant. Ja, schöne Blumen, der Nachbar hat. Na gut, gehen wir wieder rein. Mal schauen, wie sind wir denn angezogen? Ah, schauen wir mal. Umziehen? Wie sehen wir denn aus? Freizeitanzug.
Boah. Mantel, nein. Seemann auch nicht. Morgenmantel, nein. Ich weiß halt immer noch nicht, wieso das festlich sein soll. Also, ich finde jetzt ehrlich gesagt, der Freizeitanzug sieht für mich festlicher aus als der Festlichkeitsanzug, ehrlich gesagt. So, okay. Bett machen ist nicht. Ja. Kümmert sich jemand anders darum. Ein Schluck Tee. Ah, fein. So. Warum kann ich die Pfeife nicht nehmen? Sherlock Holmes ist doch Pfeifenraucher. Mann. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit ihr Gassi gehen. Wieso ist der verbunden? Oh ja. Ach, armer Tobi. So, wo ist Holmes? Ach, der ist ja... wo ist Watson? Watson? In was für ein Bett schlaft denn der? Mein Gott. Bett machen ist auch nicht so seine Stärke, ne? Was hat der so für kleine Kinder? Puppen hier oder... ich glaube, das ist gar nicht mehr Watsons Zimmer. Wir wissen, was für ein Buch das Alice Caitlin gegeben hat. Vielleicht fällt mir das ja hier noch auf dem Tisch liegen. Nein, auch nicht. Ja, dann gehen wir mal den Preis entgegennehmen, den wir gestern gewonnen haben. Hallo. Zeitung, mal schauen, was in der Zeitung steht. Nichts Neues. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ja, heute noch nichts, aber es wird sicher mal wieder eine Zeit geben. Ja, wie gewohnt liegen alle rum. Wenn man da noch rauskommen könnte. Naja, Kopfschmerzen, ne? Okay. So. Unser Denker. Nicht Banker, sondern Denker. Und wir gehen in den Club. So. Notizbuch öffnen, haben wir Zeit. Ach, ich hätte im Archiv nach dem Maya-Kalender mal suchen können. Naja, machen wir dann später mal. So. Herbeiführung habe ich natürlich noch nichts, weil wir noch keinen Fall haben. Macht Sinn. So. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Aha, okay. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam.
Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden, als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Okay. Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Nein, die wissen auch nicht wirklich viel. Auf jeden Fall die Statue ist weg. Das sehe ich schon mal. Das Befestigungseisen ist kaputt. Hat jemand... Spuren von Metall auf Stein. Da hat jemand die Die Statue Fläche ist geklaut. beschädigt. Spuren von Metall auf Stein. Die Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Das sind Teile des Podests. Ein Teil der Befestigung der Statue. Aha. Okay, wo ist die Statue jetzt? Das würde mich jetzt echt wundernehmen. Auf jeden Fall hier steht sie nicht mehr. Wir gehen mal zum Tatort. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Soweit richtig. Ah, schöne Taschenuhr. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Also, sieht man ja. Die Dellen sieht man nicht, aber ja. Ha. Was sind das für Listen? Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Okay. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Da ist noch irgendwas. Ach, da kann man ja aufmachen. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Und wurde nicht geklaut. Das ist, ja, verwundernswert. Ja. Ach, Brieftasche. Tasche. Oh, dreh das Teil, das ist... Naja, gut. Was kann ich mit dem machen, Mensch? Ach, da geht's auf, Mensch. Also ein Raub? Das Geld wurde nicht genommen. Ein Raubzug war es auf jeden Fall nicht. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Was ist da geschehen? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Tja, weiß nicht. Können Sie mir irgendwas sagen? Wenn man Lestrade glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. Ja, das könnte schon sein. Ne, magisches Ding. Ich weiß nicht, ob die Symbole jetzt immer noch so drauf sind wie gestern, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwo eine Maya-technischen Zauber drauf besteht und der gestern oder heute Morgen um 4 Uhr losging. Das große Turnier des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Ja. Wo ist denn die Statue? Das würde mich jetzt echt wundernehmen. Komischer, mysteriöser Mord. Der Essen ist auch noch da, also Hunger hatte der Täter auch nicht. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes?
Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Uman wegrennen. Sie sahen die Statue weg. Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer? Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... er war ein Clubmitglied und exzellenter Bowls-Spieler. Warum war er hier? Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Woher haben Sie den Maya-Kalender? Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Ach, du bist mal... Oh, zeig mal, was finden wir über dich raus? Edelstein, schlechte Qualität. Oh, was haben wir denn da? Oh, Mystige, wenn man so nah an jemanden geht. Ah, her. Abzeichen, war beim Militär. Ring, verheiratet. Ah, schon wieder ein Zeichen. Politisches Symbol. Ja. Und... Oh, ja. Einladung. Einfaches Flugblatt. Nein, das sieht nach sozialen Aktivitäten aus. So, Sir Charles Yellingham ist der Leiter des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht die offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Ja. Wir haben hier mal die... Es sieht so aus, als ob sich die Statue von dem Podest gelöst hat. Maya-Kalender. Nur Mitglieder haben Zutritt zum Clubhaus. Ja. Und auf dem Rasen in der Nähe der Leiche lagen eine Menge trockene Blätter. Es sieht so aus, als ob der Täter sie absichtlich dort aufgelegt hat. Was nicht viel Sinn macht. Untersuchen Sie den Tatort und befragen Sie die Zeugen. Ein Boston, hier steht... Ja. Okay, also ins Clubhaus dürfen wir nur mit Durchsuchungsbefehl und... Oh. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja. Wir reden nochmal mit dem Inspektor. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja, ist gut. T. Oh. Kratzer auf dem Stein. Ja, das sieht man auch nur, wenn man den Detektivmodus hat. Kratzer auf den Stein. Oh. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Das muss also der Fluchtweg sein.
Ah, mal diese Seite. Absuchen. Oh, mehr finden wir nicht. Nee. So, wir reden noch mit dem Detektiv. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Ah, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles' Version. Aber Fahren Sie fort. er sagt, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie's glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Hm. Das Visualisierungstalent hilft Ihnen dabei, sich Oha. Nee. Oder doch? Nee, warte mal. Nochmal 1. Nee, Quatsch. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Nein, so lief das nicht ab. Nee, glaube ich auch nicht. Das war jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, 4 und das war dann 5. Greystoke wurde offenbar angegriffen, als er sich dem Kalender näherte. Und wurde durch den Speer der Statue von Tekun Uman getötet, die vom Podest sprang und über die Mauer floh. Ja, sehe ich auch so. Nun, Mr. Holmes, was denken Sie als mein Berater? Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden Ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Aber nicht mehr. Ich untersuche mal die Leiche. Eigentlich wollte ich schon lange einen Break machen. Nee, das kann ich ja gar nicht untersuchen, Mensch.
Untersuchen Sie die Leiche von Zachary Gray und seine persönlichen Gegenstände, die sich auf dem Scotland Yard Wache befinden. Den Mord an Zachary. Ja. Wir gehen jetzt zum Scotland Yard und werden da mal die Leiche und die Sachen untersuchen und schauen mal, ob wir irgendwas finden. Aber das machen wir im nächsten Part. Danke fürs dabei sein und bis dann. Tschüss!